So, jetzt haben wir ja, was haben wir nicht? Da unten draußen. Zu später Stunde. Sind die noch wach schon? Ah, warte mal, du bist weg. Damit machen wir gar nicht Freund. Der Saft geht wie ein Loch. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fähigkeiten den Krieg vor. Jetzt muss ich, ja, warte mal. Die war doch da hinten. Hey Lady. Jala, oder ein bisschen Zeit? Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate? Ein Kohl? Oder das war Melonen. Oder einen Lauch? Pass auf. Kann ich euch helfen? Großvater, bin zurück. Ihr seid zurückgekehrt. Hervorragend. Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand Eben. nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Falls Falk es nicht deutlich sagt, Einsamkeit schuldet euch großen Dank. So, den Holzschädel haben wir abgeliefert. Schaut, na, soll er noch gefällt. Nicht, gell? Der Geizkram. Er hängt da drin, schön. Ein Vollprofi eben. Sprich mit Johann. Und der B50. Das war der Malborn. Die Bauernakademie. Achso. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Hildi. Dekan Inge sagt, ein Barde kann niemals genug Übung Du mit deinen bekommen. Baden. Also, möchtet ihr ein Lied hören? Der Johann. Da ist er. Ah, der Nachwuchsbär. Der bloß nicht. Hat Viarmo euch Zum Singen von gesandt? Nico. Großartig. Offenbar werdet ihr bald zu uns gehören. Wir versammeln uns draußen vor der Akademie für die Verbrennung von König Olaf. Die Verbrennung von König Olaf, tatsächlich. Ich meine, ich habe mich ja schon überschlungen. Na los, entzündet die Fackel. Warum möchte ich eine Fackel entzünden? Da ist ja unser Held. Pass auf. Jetzt veranstalten die da eine Hexenverbrennung, schön. Na los, entzündet die Fackel. Fackel. Scheiße, hab ich ja nicht. Eine Fackel. Haben wir gar nicht. Vorbei. Da ist meine Fackel. Vorsicht! Wir wollen doch nicht, dass sich noch jemand verbrennt. Also, macht ihr das? Ja gut. Willkommen, ihr Leute von Einsamkeit. Wir von der Bardenakademie freuen uns, hier die Verbrennung von König Olaf zu feiern. Das Fest wäre ohne den Einsatz und die harte Arbeit unseres potenziellen neuen Mitglieds nicht möglich gewesen.
Aber ich seh schon. dem Anzünden Die Freude ist auf dem des Höhepunkt. Bündnisses. Wird er ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Bitte heißt unseren jüngsten Barden willkommen. Nein. Auch kein Mitglied sein bei den Baden. Ich glaube, sie mögen euch. Ja, Glückwunsch. Ihr seid jetzt ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Wegen eures abenteuerlustigen Wesens haben mehrere Professoren der Akademie ein paar Aufgaben für euch. Noch dazu hat Elise verfügt, dass die Verbrennung von König Olaf jetzt wöchentlich stattfinden soll. Und schließlich ist da auch die finanzielle Unterstützung, die ich euch auf Elises Wunsch hin zahlen soll. Pass auf, die freuen sich natürlich, dass sie einen Deppen haben, der die Drecksarbeit macht. Roland. Ja, wie schaut denn der aus? Na lieber gut, wo haben sie denn ausgegraben? Ich glaube, Sanguine würde diese Feier gefallen. Mir nicht. Also Kumpel, wenn du mich fragst, dort beerdigen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Fest gerettet. Larina, meine Schülerin, dieser Dummkopf, hat mir meine Flöte gestohlen und sie an einen Totenbeschwörer verkauft. Ich habe gerade den Erpresserbrief erhalten. Diese Flöte ist schon seit 17 Generationen in Familienbesitz. Jetzt steht doch nicht einfach hier rum. Holt mir meine Flöte zurück. Larina hat ihm wohl erzählt, dass man mit der Flöte die Toten tanzen lassen kann. Es ist nur eine Flöte. Eine sehr alte und wertvolle Flöte, aber trotzdem nur eine Flöte. Jetzt könnt ihr Ja, gute Frage, erzählen, dass ihr die Flöten. talentierteste Bardin Verdammt, aber von nicht die Toten. Grundhimmelsrand kennt. Ich glaube, Sanguine würde Es diese ist euer Verdienst, dass unser Fest doch noch stattfindet. Ich hörte, wir verdanken das hier euch. Kite, wer drum mit denn noch? Vielen Dank. Verbrennt den König! So ist ihr drauf. Verbrennt den König. Das ist der beste Ich Würzwein, dachte, den Keine das Aufgaben? würde dieses Jahr Sind wir nicht richtig? Danke, dass ihr Elisef überredet habt, die Feier wieder zu Mir gestalten. gefallen die hübschen Lichter. Verbrennt den König! Pass auf, sie trommeln und spenden zu später Stunde. Kann da werden. Da sagen sie ja, wegen Ruhestörung. Danke vielmals. Durch das Fest ist mein Verkauf Würzwein. wirklich in die Höhe geschnellt. Jorn ist der Beste von denen. Ihr solltet ihn mal singen hören. Ja gut, ich geh lieber. Bevor mir's Grausen kommt. Brilling. Weiter Brilling. Hör ich zu um die Zeit, wobei, wie spät ist denn? Wart ewig auf Nacht. Schauen wir mal noch. Bei der Brilling bist du daheim. Was tust du hier? Herr Brilling. So arm ist der gar nicht. Aber gleich sehe ich mal. Erlesener Geschmack. Den hab ich nicht. Brillings Haus. Aber, wo ist der?
Also, warte mal. Da drum. Oder Frau Brieling, wie gesagt. Die lebt schon auf großen Fuß, hä? Deswegen kann sie ein paar Münzen entbehren. Tane Brieling, zu euren Diensten. Brieling, der Kast zuckelt. Ist alles in Ordnung? Ich habe schon eine Weile nichts mehr von Sorli oder Paktur gehört. Das hört man gern. Ich hatte schon befürchtet, dass etwas passiert ist. Ich danke euch. Es war mir eine Ehre. Eine Ehre. Ich habe immer Zeit, ein paar Worte mit einem Krieger zu wechseln. Der Johann. Johann Sterf. Oder Inska. Nähren. Sofern wir keine spezifischen Geschäfte zu besprechen haben, habe ich kein Interesse. Schulden sind Schulden. Entweder er bezahlt oder seine Sippe tut's. Gut. Ihr hört euch wie ein Priester der Mara an, aber ich verstehe schon. Richtet ihm aus, er soll die Sache mit dem Gold einfach vergessen. Sorgt dafür, dass euer Schwertarm stark bleibt. Ein Priester bin ich nicht. Gerade Gott aus Bayern. Pass auf, das hätten wir, gell? So, die zwei Aufgaben abgeschlossen. Was haben wir noch? Der Erfolg Feuerbad. Machen wir noch gleich. Dass man einen Durchmarsch liegt. In Einsamkeit. Morderfolg. Ich bin hier im Bade. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. War die Podema-Nummer. Ihr habt heute eine große Tat vollbracht. Egal, wen man im Krieg unterstützt. Potema wäre eine große Plage für beide Seiten gewesen. Ohne euch wäre das eine Katastrophe geworden. Ich hätte Varnius warnenden Worten Gehör schenken sollen. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Hier ist euer Lohn. Der Jarl würde euch gern danken, aber Potemas Rückkehr sollte unbedingt geheim bleiben. Doch ich kann euch versichern, dass wir euch als einen Schutzengel von Einsamkeit betrachten. Der Schutzengel von Einsamkeit. Könnt mir zum Jarl befördern. Der Bergansricht. Die rätselhafte Notiz. Befindet sich allerdings draußen, oder? Da die Song. Oder da drin. Sollte draußen sein. Pass auf, die rätselhafte Notiz. Ja, wo sind diese? Laut Map weiß es keine Sau. Deine sagt er nicht, was ist denn da los? Er die. Herzinfarkt oder wie? Der ist tot. Bumm, ich geh lieber. Denk das wieder über.
Erikus Haus. Aber wir könnten eigentlich noch die Nummer machen, ha? Was sagt ihr dazu? Wenn wir gerade da sind. Ich meine, irgendwann machen wir sowieso. Ohne das Feuerfest wäre Einsamkeit nicht Schloss die gleiche Stadt. Elend. Wir schulden euch unseren Dank. Wollte Tullius irgendwas? Nee, oder? Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich muss hier Wache schieben. Gegen Drachen kämpfen, muss ja dauernd. Was braucht ihr? Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Malborn. Zwinkern ins Geber.